wenn die Regierung der Chambre etwas nicht weisen will, da fängt den unhibbelig zu gehen, dann hat den Gefühl, du kennst aber etwas mehr der Hand sehen. Nicht kennt gesehen, also ist das keine Decision, die relève de la sphère politique, wie das so schön gesagt wird, aber die rein administrativ ist. Und gegen administrative Entscheidungen kann ihn auf Verwaltungsgericht gehen. Mir stell dir mal vor, du hast du nicht gekämpft, du hast gesagt, okay, oder du hast nur der erste Instanz keinen Appell gemacht. Meinst du hättest mal für demokratisch Rechte aus sich verloren im Moment? Ja, du wärst natürlich wie ein Hund, den ein Schank Gesicht hat, an der Wohl den, da siehst den, dann was kann ich nachmachen? Moin Sven. Hallo Christine. Ja, wir mussten vielleicht sich mal aus der Welt schaffen, für wenn wir ein paar Wochen nicht online waren, nicht publiziert haben. Das war nicht, weil man nicht wollte, sondern weil man materiell nicht konnte. Ja, genau, ich war gesundheitlich nicht so gut drauf. Und wir hatten ein Pausen. Ja. Besser, da sind wir am Du. Aber wir freuen uns auf das nächste Gespräch. Und ich meine, es gab an den letzten Wochen am Ende genug politische Aktualität, für darüber zu schwätzen. Aber aus sich wollte man mal als Erstein kann man einen kleinen Rückblick starten, ob aber zwei Sachen, weil auch das gehört zur Aktualität, wo es um Transparenz in der Chambre oder um Transparenz in der Politik geht. Ich habe schon gedacht, wir vielleicht nicht schlecht. Einfach über die Funktion vom Parlament als Kontrollinstanz zu schwätzen, weil ich fand, das aber natürlich eine von den wichtigsten Funktionen für Werte, die überhaupt deputiert zu gehen. Ich meine, du kannst also auch ein paar Sachen zählen. Boah, ich meine, dass es immens wichtig ist, dass die Chambre die Regierung kontrolliert. Das ist, meine ich, das Allerwichtigste. Das ist als primär Aufgabe, nicht dem Gesetz zu machen, zu kontrollieren, dass die Gesetze auch richtig von der Regierung umgesetzt gehen. Und das ist kein einfach Arbeit, das ist auch kein gloriös Arbeit, da ganz häufig findet das echt zwischen verstüpsten Bürger von Dossier statt wie am Plenum. Dafür gute Idee, dass wir mal länger darüber schwätzen. Für eine Person, die vielleicht wirklich bei Grundwissen muss aufhängen, erklär mal ein bisschen, für was Kontrollinstanz, wie lief das ganz doof? Ja, das ist so, die Chambre möchte auch Gesetze. Das wird die Leute gesehen. Wir diskutieren an der Plenum nach die letzte über die Caritas-Affäre oder über den Sozialdialog. Das sind die Sachen, die Leute mit der Chambre oder mit Politik in Verbindung bringen. Und da machen wir Gesetze, wir stimmen über die Gesetze auf. Was die Leute aber Männer gesehen, dass die Chambre auch da ist, für zum Beispiel zu kontrollieren, dass die Regierung das Budget, den die Chambre gestimmt hat, richtig exekutiert, oder dass sie sich überhaupt das möchte, was die Chambre hier gesagt hat. Aber wie soll ich das ausdrücken? Die Regierung als eigene Pilier an der Gewaltentrennung hat natürlich auch so ganz eigen Besoin oder eigene Interpretationen von dem, was die Chambre hier gesagt hat. Und da muss die Chambre sich imposieren, für die Kontrolle auch durchzusetzen. Wir hatten gleich schon nur geschwätzt. Wir hatten ganz kurz gesagt, es gibt den Henri Clement. Erzähl uns mal, was das ist, und für was in Arena nur dir benannt ist. Ja, also, da muss ich ein bisschen zurückgehen. Relativ am Anfang von meiner Karriere als Deputierten gab es eine Diskussion darüber, dass RTL gave, oder besser gesagt, den Mammenkonzern von RTL, Bertelsmann Group, gave Leute von Lützeburg aufziehen Richtung Deutschland, für genau zu sein, ob Köln. Was ich wusste aus verschiedenen Quellen war, dass es am Konzessionsvertrag ganz klar Kriterien gibt, wie viele Leute müssten zu Lützeburg stationiert sind, basiert sind, für das so weitergeben von einer ganz Avantage, wie zum Beispiel der Frequenz, die sie haben, können profitieren. Es gab berechte Studien darum, dass die Konditionen nachgeben erfüllt gehen, nur der Restrukturation. Und da war es dann so, dass ich gesagt habe, dann will ich als Deputierten das kontrollieren.
dann hast du einfach nicht stellen en question parlementaire. Dann kriegt eng Antwort vom Minister. Da wäre aber so, dass es auch auf Basis von der Antwort weiter überraschte Stütte gouf, dass das so wäre, wie der Minister als das gesagt hat. Schon geleiert auf der Uni, am Zweifel geht den unzurs, geht den Originaldokument gucken. Also hun Regierung gefragt, kann ich die Konvention, den Konzessionsvertrag zwischen der Regierung an RTL gesehen? Aber was meinst du, müssen den Deputierten so einen Kontrakt können gesehen, den am Namen vom Staat unterschrieben hast? Natürlich, weil du kommst ja über die Kontrollfunktion vom Parlament, das ist ja genau eher Primäraufgabe, nämlich die Regierung zu kontrollieren, und am Namen von Volk als Volksvertreter zu gucken, dass das eine Berechtigung hat. Me? So gesagt du das, so hun ich das gesehen. Mit die Regierung an den dämolige Medienminister Xavier Bettel hun dat ernstcht gesinn. An op wiederholten Nofroen, dat ich dann die Kontraktkind gesinn an schon hin alles aufreiert. Ich komme bei ihr ich gucken, ich kann am Wiklo gucken, ich verspreche nicht net drüber zu kommunizieren. Me weist mir wenigstens. Ich will just gucken, wann dat stimmt, weil man der Question parlementaire geantwortet tut, dann kommen schon gucken, das nicht dran. Wir können das Weg holen. Es sind zufrieden. Und so wollte man nicht weisen. Wie wahr? Du fängst dann an, sich vorzustellen, haben sie mich vielleicht auch geflunkert an der Question parlementaire. Steht vielleicht etwas drauf, was keiner soll wissen. Gibt es einen geheimen Vertrag? Und da ist es ganz wichtig, dass die Verfassung sieht, es gibt keinen geheimen Vertrag. Die Regierung darf keinen geheimen Vertrag machen. Ja, was müsst ihr dann? Schon alte Instanzen an der Chambre durchexerziert, schon über die Kommission gefragt, schon über den Chamberspräsident gefragt, schon den Minister gefragt. Was war dann hier das Argument, für das du nicht darfst gesehen? Ja, es gibt eine Geheimklausel, die sieht, dass das nicht zwischen den Vertragsparteien darf gedealt werden, das klassische Non-Disclosure Agreement, NDA, wie das so schön nennt. Das Argument wäre, die Chamber wäre ja ein Dritten par rapport zu dem Vertrag. Also auch außerhalb vom Staat zu gesehen. Oh, interessant, juristische Interpretation. Aber so wollte man einfach nicht weisen. Wenn die Regierung der Chambre es nicht weisen will, da fängt den unhibbelig zu gehen. Dann hat den Gefühl, du kannst aber bis mehr der Hand ziehen. Da lese ich gerade nicht locker. Genau, also dünn, weil nicht mehr darum gerne Wert an dem Kontrakt steht, mit mehr im Prinzip, hat die Chambre recht so etwas gesehen. Für mich war klar, die Verfassung sieht, die Chambre kontrolliert die Regierung, dann muss die Chambre auch keine so Dokumente gucken. Er hat die Regierung auch nicht gesehen und dann habe ich das drauf bekommen gelöst, für eine schriftliche Refus zu kriegen vom Xavier Bettel damals. Dann habe ich etwas probiert, was bis dato kein Deputierter probiert hat. Und ich habe gesagt, ja, das ist eine administrative Decision. Kein politisch vom Xavier Bettel. Weil das Dokument gibt es keinen Grund, dass ich es nicht kennt gesehen. Also ist das keine Decision, die relève de la sphère politique, wie das so schön gesagt wird, aber die rein administrativ ist. Und gegen administrative Entscheidungen kann man auf Verwaltungsgericht gehen. Und das hast du gemacht. Ich sind wir auf Côte auf Verwaltungsgericht gegangen, schon Rekurs gegen die Entscheidung deposiert, mit dem Argument, hier wäre man eine administrative Decision, und die Verfassungsmäßig hat das Recht dazu gesehen. Okay, wir mengen, das wäre straightforward. Ja. Mengen. Erste Instanz, nur den Échange von den Dokumenten, könnte dann raus, dass die staatliche Seite, also der Vertreter von der Regierung, Gericht argumentiert hat, die Chambre wäre kein Teil vom Staat. Also, die fliegt einfach so Elektron libre rundherum, oder wie? An ihrer Interpretation noch als Regierung wäre just Regierung der Staat. Ah bon. Was sieht dann die Verfassung dazu? Ja, die Verfassung hat eine leicht andere Meinung dazu. Die Verfassung sieht relativ klar, dass wir eine parlamentarische Demokratie sind, an dementsprechend Chamber auch die nächste Pouvoir, also nicht irgendwo innergeordnet von einem anderen. Das heißt, wann dann als nächster so, dass die Regierung der Chambre steht, dann nicht umgedreht.
Bon, der huet der Richter an der ersten Instanz genug überzecht für zu sagen, nee, Herr Klemmer kann das Dokument nicht kriegen. Wirklich? Ja, erste Instanz, die Richter haben gesagt, wir differieren hier, ob das, was die Regierung gesagt hat, eine politische Entscheidung ist. Das ist, wir gehen auf den Fonds, wir lassen die Kluge nicht zu. Okay. Das war den einfachen Weg raus. Nee, den dich kennt, weiß, da gehst du dich nicht zufrieden. Ja, du weißt natürlich wie ein Hund, den ein Schank Gesicht hat, an da wohl den, da siehst den, dann, was kann ich nach? Erste Instanz, heißt, kann ich nach einen Appell gehen. Ja. Kurz Diskussion mit meinem Code, geht in Rem, Geld ausgehen, und sich für einen Appell zu gehen, für etwas, wo in der Meinung ist, dass den recht tut. Sind schon Appell gegangen. Auch da hat sich gezogen, dafür heißt er auch heute Arrêtement, weil ein Arrêt geht von der Cour administrative, also von der zweiten Instanz geschwärzt, eigentlich geht doch kein Appell mehr. Die Cour administrativ hat nach langer Zeit den Arrêtement gefasst, die ganz klar sieht, die Chamber ist Teil vom Staat, die Chamber hat Recht, die Dokumente zu sehen, und das in der Regierung der Chamber die Dokumente zu gehen. Und du gibt es kein größer Interpretationsmöglichkeit. Das heißt, du hast Recht gekriegt. Ich habe Recht gekriegt, ob ganz allein. Ich konnte noch schlussendlich die Dokumente zu sehen und stungen ein paar Sachen dran, die ich verstehe, dass sie die nicht wollten auf der Place Publique diskutieren, aber nicht so, dass ein Deputierten die nicht von Anfang an hätte können weisen. Die Restrukturation hat zwischenzeitlich so geändert, dass sie auch nun schlussendlich wirklich konform war mit dem, was den Text vorgesehen hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, lang gekämpft für etwas zu kriegen, was man 2 Jahre für drin hätte gesehen, und wir hätten ganz viele Diskussionen, ganz viel Gelder, ganz viele Ressourcen sparen. Vor allem, was dich auch zusteht. Wo sich ihr müsst Recht kriegen für etwas, was logisch ist, müssen können zu machen, für dass der Kontrolle ausüben. So denkt den sich der Regierung war aber der Meinung, nee, das darf die Chamber nicht gesehen. Ich stell dir mal vor, du hast nicht gekämpft, du hast gesagt, okay, oder du hast nur der erste Instanz keinen Appell gemacht. Meinst du hätte man per demokratisch Rechte aus sich verloren im Moment? Nicht verloren, aber darauf verzichtet. Die Chamber hat keine Tradition für sich zu posieren. Die Chamber ist ein schwaches Parlament, muss ich einfach ehrlich sagen. Par rapport zum Ausland oder wie? Par rapport zu anderen Parlamenten, ja. Wir haben keine institutionelle Tradition für die Regierung wirklich am Detail zu hinterfragen. Das ist ein ich meine, das liegt darunter, dass wir immer Koalitionen hatten, dass die Majorität noch immer ganz stabil sind, und dementsprechend, dass dann noch wirklich immer immens, wie soll ich das sagen, auch direkt als persönlicher Tag zum Teil, wo geholt wird. Wir sind auch keine Demokratie, keine wehrhafte Demokratie an der Zucht. Und da kann ich nachher nur darauf zurückkommen, mir noch nach das war eine Motion von mir, die refusiert wurde, wo ich gefordert habe, das Recht vom Parlament respektiert gehen. Wie kann irgendeine Parlamentarier gehen so bestimmen? Man ja zuletzt bringt Majorität fertig, gegen hier ich Recht zu stimmen. Von daher, wir hätten vielleicht nicht Recht verloren, aber wir hätten sicherlich sie nicht gewonnen. Weil das muss ich sagen, den Arrêtement hat als Konsequenz, dass die Verfassung bei der Verfassungsreform ein bisschen angepasst wurde. Und dass zum Beispiel den Droit de requérir des informations du gouvernement explizit an der Verfassung steht. Das heißt, durch das Kämpfen um Verwaltungsgericht haben wir es fertiggebracht, meine Erfahrung hat dazu beigetragen, dass die Verfassung so geändert wird, dass die Chamber überhaupt mehr Rechte hat. Das ist mir Rechte gewonnen. Und darüber sind ich dann einfach ganz ein bisschen hilfreich, weil das so wird, dass wir eine starke Demokratie gesehen. Ja, das sind die Momente, wo du hin kannst. Also, ja, Christine, richtest nicht ab. Ich schöne die Regierung für Gericht, und da sind ich immer schon so, ach nee. Und dann sind ich immer so, muss das da sein?
kannst du das nicht spüren? Musste immer Pike gehen? Kann man nicht einfach ein friedliches Leben haben? An der schwätzt man darüber und dann zählst man, da sind ich natürlich direkt so, ja klar, nee, das geht nicht, du stehst aber 100% Hand da. Aber das ist natürlich trotzdem etwas, wo ihr sich seht, für was muss das eine Einzelperson, in dem Fall du, ob sie schulen, am Plätze du mehr Leute sich durchstellen oder vielleicht schon bei als Instanz das möchte oder so, ne? Dat sind natürlich die groß froh für Chamber du net vu sech aus oder Hybrid aktiv so Lograt das woche Regierung nach Majoritätsparteien hun nach Geint Stärkung von der Rechte vom Parlament gestimmt. Da muss das du noch gleich erklären. Ich wollte aber noch weiter go, weil Lunsch gewonnen. Verfassung get geändert. Ja. Dann meng den da wär dat alles klar, dat ge funktionieren die wie für die Dokumente skri wann gerne Zeit von der Regierung. Ja. Klappt auch besser. Aber der Tisch dann nicht ganz. Nee, die Menschheit wissen vielleicht, dass während der Covid-Pandemie ganz viel Vaccin gekauft wurden. Ja. Die offizielle Linie von der Regierung ist, dass die Kontrakte, die die Europäische Kommission gemacht hat, der Lützburg nicht dazu dienen, und wir kriegen das, was wir kriegen, aber bezahlen das, was wir müssen bezahlen. So haben die Menschheit das wohl geholt. Okay. Ich was dawer auch do durch ein Leak bei der Europäischen Kommission, dass Lützburg wohl Kontrakt unterschrieben hat. Also zusätzlich zu denen von der Kommission oder? Innerhalb von denen von der Kommission. Also das sind die heschen, das ist ganz technisch, die heschen Vaccine Order Forms. Das heißt, die Kommission hat einen Kader gesagt, also ein Rum, und an der Rum hat alle Land müssen seine Kommande machen. Und eine von den Fragen, die mich die ganze Zeit irritiert hat, dass wir noch immer Vaccin geliefert kriegen oder zumindest noch immer bezahlen, den aber nicht benutzt wird und direkt zerstört wird. Also 2025 kriegen wir noch Vaccin geliefert gegen die Covid und der Grund davon wird direkt zerstört. Aber für was gehen wir so nicht weiter? Weil kein Demand mehr da ist. Für mich also ich hatte froh, wie wir kaufen wir noch immer. Ja. Darüber gibt es keine indeutsche Antwort. Ich stelle in der Question Parlamentären, ich kriege so teilweise Briefe von Antworten. Aber es gibt, was ich den Verdacht tun, ist, dass man freiwillig als Lützeburg oder für ein Altjahren direkt posiert tun. Das ist, dass man nicht Jahr für Jahr bestellt tun, mit dass wir als schon 22 verpflichtet bis 25 Vaccin zu kaufen. Was hat das als Vorteil? Erstens mal, dass wir den Pharmahersteller garantieren, dass sie bis 25 Benefice mit dem Vaccin können machen. Ja, aber wir sind ja nicht da für die Pharma-Leute zu gehen. Wir sind doch da für den Interesse von der Bevölkerung zu vertreten. Steuergelder zu sparen, vielleicht auch Ressourcen schonend umzugehen und nicht teuer Medikamente zu zerstören direkt an der Fabrik. An 2022 war ja aber auch schon da, wo wir alle gesehen haben, dass Covid aber rauf geht, an die Besoin für die Vaccin nicht so groß war, oder? Das lässt sich noch diskutieren, inwiefern der Besoin nach da war, für langfristig Kontrakte anzugehen. Da gibt auch vielleicht politisch Überlegungen für mich, weil wir an der Kühe von den Lieferungen zu stehen und so weiter. Was sich einfach für mich vorstellt, als für was Parlament nicht informiert geht. Und auch da sind wir bei der Verfassung. Im Moment, du siehst, für was Parlament nicht informiert geht. Wir sind nie informiert, offiziell, dass es Kontrakte gehen, die mehr wie EU laufen. Okay. Und das ist aber so, dass die Verfassung am Artikel, früheren Artikel länger und schaut 106, wenn ich mich in der seht, die Regierung muss Kontrakte, die mehr wie EU laufen und das Budget mehr wie EU belasten, von der Chambre stimmen lassen über das Spezialgesetz. Wir hatten die Diskussion für ein paar Jahre bei der Superdreckskirche, wo Madame Dieschburg dem und Siemens an Schossfeier kommen, auch den heutigen Chamberspräsident der früheren Umweltminister, den als auch du, wenn es ein bisschen an die Labrente kommt, ein bisschen an die Rudere kommt. Und heute sind wir an einer ähnlichen Situation. Da ist ein Kontrakt gemacht worden über mehr Jahre, den aus sich, das ist Menge Lektür von der Verfassung, der Chamber müsste viergelöst gehen. Und die Regierung hat das nicht gemacht. Die stellen wir froh, ob wir nicht, was sollst du wollen. Auch im Du, wollen sie selbst verstoppen. Ich weiß nicht, kann sein, dass gar nicht zu verstoppen ist.
Wir sind aber auch im langen Umgang gewesen, Gericht, hier man das alles nicht zu weisen. Wie umgeriecht. Aber ja, auch da, schon 22, direkt angefangen, schon probiert, in die Kontrakte zu kommen. Schon gesagt, hey, ich gebe das gerne gesehen. Schon Briefe geschrieben, schon der Regierung die Chance gegeben, zu antworten. Die Regierung hat mir ein Refus implizit, nicht mal explizit, weil sie manchmal schon wussten, dass ich auf die Gericht gehen. Ich konnte aber den Refus implizit, und du sind auf Gericht gegangen, und haben Argument. Ein zweiter Kehr, nicht? Ein zweiter Kehr, ja, los schwätzen wir, was Covid wachsen. Okay. Sind wir immer auf Gericht gegangen, auch da, das wird schon gezogen. Die Regierung, das kann ja sogar Tausende von Euro ausgeben, für einen externen auf den Code zu beobtragen. Schön, dass du die Sache nicht so gesehen hast. Ja, mit dem einzigen Ziel, einem Deputierten Dokumente dafür zu enthalten. Flott. Und das war sowohl die früher Gesundheitsminister wie die heutige Gesundheitsminister. Also das kann ich nicht so, und das war just Paulette Lehnert, das war auch Martin Depré, was die plant oder zumindest das Verfahren weitergetrieben hat. Am Kern geht es darum, sie haben argumentiert, ja, die EU hat da etwas zu sagen, oh ja, die Geheimhaltungsklausel, die Frau mit der Geheimhaltungsklausel, die hat man am meisten nicht geregelt. Das können sie nicht opposieren. Ja, aber das kann aber die EU sehen, da müsste man die EU fragen, ob man dürfen. Der Witz ist, das hatten sie schon ganz am Anfang gemacht, wie ich gefragt habe. Und das Dokument haben sie blöderweise also auch zugestellt am Prozess. Und da steht dran, dass die Medikamentenagenz von der EU hingeschrieben hat, für die Vaccine Order Forms sind die Länder ganz lang responsabel, und da sind erst zu gucken, ob das Heimrecht sieht, die muss ein Deputierten, das weiß oder nicht. Und du gehst doch so nach Reklamation, den das sieht, oder? An eine Verfassung, und brav. Nichtsdestotrotz haben sie weiter hier probiert, zu litigieren für wer. Und das hat Griechenland am Urteil ganz klar geschrieben. Die Regierung wollte sich einen verstoppten Appell gegen eine Reklamation machen. Sie wollten sich gucken, dass sie eine neue Jurisprudenz kriegen, die eine Reklamation umdrehen. Das heißt, die Regierung hat hier 10.000 von Euro ausgehen, für Deputierten ihre Rechte können anzuschränken. Du musst wirklich Person non grata sein. Also, im Verwaltungsgericht sind gute Klienten, so machen wir es. Der hat gesagt, habe ich auch Dolo an erster Instanz gewonnen, und erstaunlicherweise die Regierung hat nicht an Appell gehandelt. Ja. Du denkst, ich hätte die Dokumente dann, das ist Iva Mount hier, ich hätte die Dokumente dann mittlerweile gesehen. Wir wissen alle, wie das ausgeht. Wieso noch nicht? Schon da laufen 2 Wochen, nachdem den Appell aufgelaufen ein Brief und der Chamberspräsident gemacht soll, da wenigstens bei der Regierung intervenieren. Wenn ich da keine Zeit noch Antwort kriege, dann muss ich in die Dossier schicken. Dann schicke ich in den Dirwirster, den mit dem Urteil hingeht, der sieht, ich komme die Dokumente für den Herrn Clement sicher. Weil, wie soll ich jetzt sonst machen? Wie an die anderen Deputierten, denen ist egal, oder wie? Stellt sich doch kein Handeltisch, was du da... Also, die anderen Deputierten profitieren natürlich von den neuen Rechten, die ich erkämpft habe, hauptsächlich die Opposition natürlich. Und sind auch immens, also das hören die auch aus meiner Stimme, sind immens hoffrig, ob das werde ich erreicht haben mit den 2 Urteilen. Weil es ist aber neu zu schaffen an der Chambre möglich. Da möchte ich eine viel mehr genaue Kontrolle, auch eine faktuelle Kontrolle von der Regierung. Früher war es schon hören, dass man rapportiert gehen. Und heute kann die Chambre hier Kontrolle haben, wirklich in der Mauer mit Dokumenten. Zum Beispiel am Caritas-Dossier konnte man ganz konkret Dokumente konsultieren. Und das hat das ein qualitativ besser Arbeit erlaubt. Das konnte eine bessere Kontrolle von der Regierung ermöglichen. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht ein Nuckes gewesen, den du auf Gericht gerne wäre, für die Rechte von den sehr anderen Deputierten mal zu kämpfen. Mir du hast auch für die Runde etwas gezählt, von wegen war Majorität, die dagegen gestimmt hat. Erzähl mir ein bisschen, was es geht. Ja, vielleicht als letzter Punkt für diese Episode, weil es wirklich absurd war. Du hast aber für die Runde etwas gezählt, dass Majorität dagegen gestimmt hat oder gegen etwas gestimmt hat. Erzähl mir, was du mal da gemeint hast. Ja, das war nur das Woche. Das war, muss ich in 3 Wochen zurückgehen. Also für 3 Wochen hatten wir eine Chambersitzung, wo ich eine
Question élargie und den Minister für die Fonction publique Serge Wilmes gestaltet haben. Und das ist sich darum gegangen, wie hier den Sozialdialog und Gewerkschaftsfreiheit am öffentlichen Denken gesagt. Ein anodin froh, wir sind auf den nächsten Blick mengen, schon gefroht, ob in der Meinung wird, dass seine Positionen konform wären mit einem Kontrakt vis-à-vis von der OIT, also der Internationalen Arbeitsorganisation. Und wir waren nicht die Frage gestellt, das, weil an einem rezenten Gerichtsprozess die Regierung aber ganz problematisch Aussagen gemacht hat. Weil so schlimm wie zu so ein Chamber ist nicht Teil vom Staat. So nämlich gesagt, der UGBL darf nicht mit auf Gericht kommen, als für eine Intervention volontär zu machen, weil es kein SBL. Und CGFP darf nicht keine Intervention volontär machen, weil sie halde Jun hier Bilan an hier Members löschten net LBR deposiert hat. Okay. Also wirklich so hoher Spleckerei für den zwei größten Gewerkschaften zu soen, die darf nicht ein Gewerkschaftsvertreter helfen zu verteidigen umgericht. Gleichzeitig schon sie geschrieben, dass eine Personaldelegation kein gewerkschaftliche Arbeit darf machen und dass sie für allem nicht am öffentlichen Denken auch kein Avien zum Projet de loi darf aufgehen. Das wäre allein die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, die das darf machen. Das bedeutet, dass das Ball zum Beispiel nicht zum Armeesgesetz mit darf sein, dass ein PGL nicht zu einer Polizereform darf sein. Mit das just darf ihrem Minister oder ihrem Chef der Administration sein. Problematisch aussehen. Am Ende heißt problematisch aussehen, die Regierung oder die Regierungsvertreter am Namen von der Regierung und am Namen vom Staat für Gericht möchte. Und das ist ja einfach die Kontrollfunktion von der Chambre, für dann zu sagen, im Moment von dir so aussehen, die aber weit, die wird dafür Couranten rausgehen, die aber politisch sind. Aber man hat auch keine politische Antwort dazu. Und dann stelle ich die Fragen. Ich zitiere aus Urteilen aus erster Instanz, die aufgeschlossen sind. Und da könnte Serge Wilmes auf die Tribüne und fängt direkt auf Recht zu gehen. Par rapport zu dir? Ja, direkt ein ad hominem Attack auf mich. Den hat noch nie so etwas erlebt, so intransparent, dass ich mich heute für den Wohn von einer einzelnen Person an einem spezifischen Fall spannen lassen. Mit das auch ein Grundsatzprinzip gegangen. Das mal just das Grundsatzprinzip kennen. Hier nicht gemeint, ich gehe aus der zweiten Instanz zitieren, die nach umgehen wäre, und das wäre ja absolut inakzeptabel, das wäre eine Emission an Separation des Pouvoirs. Und den einzigen, den ich ingeriert habe an Separation des Pouvoirs, war hier. Ja. Weil ich hat gesagt, die Frau wäre illegitim. Und das so, dass den einzigen, den entscheidet, ob eine Frau illegitim ist, als der Chamberspräsident und nicht ein Minister. Und der Chamberspräsident hat sie zugelassen. Die Konferenz des Präsidenten hat es auf noch 3 Jours gesagt. Und dann ist es nicht ein Minister für zu kommen und zu sagen, die Frau darf nicht gestaltet gehen, dafür beantworten sie nicht. Ein Minister hat Rechenschaftspflicht wie von der Chambre. Ein Aspekt von der Kontrollinstanz. Nicht der Wahlfrauen sind einfach egal, wie blöd sie sind. Ja. So. Hier wird nicht geantwortet. Okay. Dann habe ich ganz sehr eine Motion geschrieben, wo ich essentiell just abgelöscht habe, was Rechte von der Chambre sind, und abgefordert, die Regierung abgefordert tun, für auf Fragen zu antworten, sich Kommentare zu den Fragen nicht zu machen, die Legitimität nicht auf Frage zu stellen und am Delay zu antworten. Offensichtlich Sachen, die die Rechte vom Parlament sind. Ja. Alte Oppositionsparteien haben erschrieben. Ja. Denken den sich oder so offensichtlich, das ist unanim an der Chambre gestimmt. Absolut. Aber sie konnte den Tag selber nicht mit Druck holen, weil die Majorität das nicht wollte und dadurch dem Reglement entspricht. Bref, 2 Wochen drauf. Das sind dann Stück, gehen wir also dahin. Wir sollen den eigentlich diskutieren. Und da sieht die Majorität doch nicht, es wäre superfetatoire. Erklärt das plötzlich bei euch von überflüssig. Für was? Man will es ja natürlich, wird die Ministerin sich gegen ein Chambersreglement halten und noch was Frohe geben antworten. Ja, man hat es ja aber nicht gemacht. Ja, das interessiert die Majorität aber scheinbar nicht. Sie haben sich da wie Saving Private Ryan 4 Runden Minister geworfen an Fond. Das wäre ja aber ganz normal, dass der Minister so frei steht, man eigentlich tut er.
Das heißt, sie akzeptieren du mal auch, dass ihr schon so Frau aus Martina. Wenn sie an Zukunft eng kann der Position sehen, können sie sicherlich nicht wie sich so wie an der Vergangenheit nicht wird ein Hochschlusssatz an dem Debatte kein CSV-Minister, das wäre man ein Minister von der Lehrstoffregion so man den CSV-Deputiert nennen kann, da wird schon mal zu klein geklärt. An der Lo geht genau so den Zinsverfuhr, wie sie nie akzeptiert hätte. Von dazu vom neuen Lukas, dann mengen ist die Idee dann Plexer aus den Notschreiung. Und schon bei der evaluiert. Und dementsprechend fand ich schon ein bisschen absurd, wie Majorität halt Rechter für sich selber was man darf. Und war schönen Abschlusssatz, wie man zum Beispiel für den, ja, den Erzählungen. Ja, wir werden Mengen nach auch für nächste Woche über andere Sachen schwätzen, die ein bisschen mit positiv sind, wie man Majorität gegen Sachen schätzt. Wobei ich hoffe, dass die nächste Episode wird man ein bisschen über Caritas müssen schwätzen, was Gleiche, also das auch immer so eine Stunde an dementsprechend Umlaufzeit, weil mir nicht mehr an Risiko gut gepasst hat. Dafür, wir sind also wir hören also an die nächste Episode denken, ich werde Hauptthema Caritas-Skandal sind, aber wie in der Stadt, da wie mir das auch erlebt, weil ich habe ja am assoziativen Sektor mit ein bisschen Blick Police konnte nerven, wer das mit dem Sektor gemacht hat. Dann so eine bis nächstes Jahr mit Free Lives. Vielmals merci, dass du noch gelöscht hast. Bis nächstes Jahr. Ade.